Einen ganz schönen guten Abend hier an der Erwachsenenbildung. Für die, die mich nicht kennen, ist Nora Schleich. Ich arbeite hier an der Programmkoordination und ich freue mich immens, dass ihr heute zu so vielen kommen seid. Das war für uns eine Überraschung, wie viele Leute sich andauernd angemeldet haben und angemeldet haben. Wir müssen alle gut uns still sichern hier am Haus, weil wir genug still hatten für euch alle gehört. Und ja, wie gesagt, freut mich, ein großes Merci, dass ihr hier seid. Das ist ein Event von der Erwachsenenbildung an der Kooperation mit «Mein Wille, mein Weh» und mit Omega 90. Den Zyklus, an dem die Event stattfindet, als Tabuthemenzyklus. Und im Oktober 2022 haben wir uns gedacht, es gibt so viele Themen, die wir eigentlich müssen ausschwätzen, weil sie uns alle gut betreffen. Und aber, also es ist immer ein bisschen schwierig, darüber zu schwätzen. Komm, wir machen etwas für Bewusstseinsarbeit zu schwierigen Themen. Wir hatten angefangen mit Abus sexuell und hatten schon über 5 Seancen gezogen, bis wir heute über das schwierige Thema Lebensende und Lebensende erwürgt schwätzen. Ich denke, dass eine Bewusstseinsarbeit immer wichtig ist, besonders auch dann am Austausch mit dem Publikum. Wir diskutieren eine gute Stunde über das Thema und dann haben wir Raum und Zeit für Fragen und andere auch zu beantworten. Es sind noch 2 Assoziationen heute Abend, die in Infostand mitgebracht haben. Das ist «Mein Wille, mein Weh», du hast eine Fantasie an die Wunschkutsch. Die Wunschkutsch setzt sich dafür an, für schwer oder für sterbenskranke Leute die letzten Wünsche zu erfüllen. Und zu «Mein Wille und mein Weh» so ein Schanone Rappes. Wir sind an die Welt geworfen, so den deutschen Existenzphilosoph Martin Heidegger 1927. Hier hat sich, wie ziemlich viele andere Philosophen am Leben und am Tod beschäftigt, ein Thema, das der Mensch von Natur aus eigentlich auch immer konzerniert. Sein und Zeit ist sein berühmtes Werk, wo genau dem nachgeht. Hier fragt sich, was das die eigentliche Existenz am Kader von einer erschreckend begrenzter Zeitspanne. Weil wir mit Erfahrung machen, wie begrenzt die Zeit eigentlich ist, dann erfahren wir laut dem Heidegger eine ganz besondere Angst. Nämlich die Angst, um nicht mehr da sein können. Aber erst dann, sagt der Heidegger, gelingt dem Mensch, seine Existenz umzuholen und zu überholen, also Responsabilität überholen. Aber was das da, wenn eine ganz schwere und unheilbare Krankheit einem durch eine fahrzeige Strich durchstreichen muss? Wenn ich nicht mehr unbeschwert leben kann, dann geht Leben noch ganz, ganz anders und den Tod kommt immer mehr nur. Und auch das ist ein Moment, mit dem man irgendwann umgehen muss. Was meine ich, wenn meine Lebenszeit so angeht? Kann ich dann noch irgendwie gestaltend wirken? Aber was sind meine Möglichkeiten, für noch erwürgt können zu gehen? Andere Fragen stellen sich, die nicht mehr einfach sind oder mehr schwer. Ist der Tod meine eigene Sache? Oder gibt es überhaupt einen guten Tod? Die Frauen, die beschäftigen uns heute alle gut und an einem Panel begrüßen ich 4 Leute, die sich intensiv mit dem Thema Sterbensbegleitung auseinandersetzen. Vom Haus Omega 90, das ist eine Einrichtung, die sich mit der Palliativpflege beschäftigt, an den Leuten an den letzten Momenten von ihrem Leben noch probiert, ein gut und lebenswürdige Momente zu bereden. Wir haben Madame Nicole Weiss-Liefchen, sie ist Direktrice von Omega 90, und Madame Martina Thiel, sie ist Psychologin. Dann haben wir den Dr. Bernhard Thiel, von der Pionier von der Palliativkultur, pensionierten Onkolog und noch Palliativmediziner, auch von der Assoziation «Mein Wille, mein Weh» aus den Roland Kolber. Er ist langjähriger und aktiver Member und Psycholog. Und «Mein Wille, mein Weh» ist eine Assoziation, die sich der Bewusstseinsarbeit zum Thema Euthanasie und assistierten Suizid verschrieben hat. Auf für uns fänken die schwierig froh oder vielleicht auch die einfach froh Sterbensbegleitung, Palliativkultur, da geht es noch nicht lang, das ist aber ganz wichtig, wie weit ist das überhaupt? Wie weiß was, wo Palliativ hier könnte das Wort? Ich habe sich darüber Gedanken gemacht. Aha, ganz fleißig. Es könnte von, nee, ist gut, Pallium, der Schutzmantel, ne? Eben schützen, für ihn da sein, einem etwas überhängen. Palliativkultur, was ist das da genau? Der Mikro. Eine Palliativkultur, die beschäftigt sich damit, wie Menschen können gut leben und gut sterben. Und im Prinzip führen allem bis zum Tod leben. Aber wenn sie sterben, die palliative Mantel, dass sie am Anfang von ihnen alles das weghält, was also über sie lädt, dass sie nicht müssen leiden und dass sie nicht müssen schwer haben an ihrer letzten Zeit.
Und da geht die noch nicht immer, das ist noch ziemlich rezent. Omega 90 hier steht um Grund 90, weil 1990 als Omega 90 an die Leben gerufen gehen. Und Pionier habe ich gesagt, dass den Dr. Bernhard Thiel, die hat eigentlich, soweit ich das verstanden, angefangen, die Palliativkultur zu Lützeburg mal zu starten. Weil Fedro war es anders. Wie war es da Fedro? Also, wenn da erlaubt, ich gebe just etwas für rausschicken. Palliativkultur als eine Stadt, was ich mir zu Lützeburg enorm an dieser Gesellschaft wünschen. Wir sind aber der Meinung, dass wir noch keine Palliativkultur eigentlich an dem Sinn haben. Das soll aber auch keine Kritik sein. Wir können ja nur bestimmt darüber nach mehr schwätzen. Ja, es war so, dass an den 80er Jahren einerseits den Dr. Henri Klees, ein Dr. Gynäkolog von Escher, aus dem Escher Spital, ich war immer am Escher Spital aktiv, ganz aktiv war an der Association pour les droits de mourir en dignité, der Viergänger von Mei Wille Mei Weh. Und ich, kleinen, jungen, neuen Doktor am Escher Spital, ich habe 85 angefangen, als Doktor, den sich hauptsächlich um Krebspatienten soll bekümmern, und dann mit meiner Equipe, die Infirmieren, die da rundherum waren, haben wir schnell festgestellt, dass wir unbedingt mehr machen für die Leute, die wir nicht gesund kriegen. Und das sind an der Onkologie leider aber mindestens 50% von der Wurzeln. Gleichzeitig, zu dem Moment, war Croix-Rouge und Caritas NRW an ihre Spitäler, das heißt Croix-Rouge an den öffentlichen Spitälern, an Caritas an den konfessionellen Häusern. Und sie wollten da benevol Equipen aufbauen für die Leute, die sterbenskrank sind, für die zu begleiten. Und das ist bemol da aber zu den Ohren gekommen von verschiedenen Leuten am Minister von der Familie. Aber besonders war da eine Person, die ich will nennen, an die eigentlich gibt haut wahrscheinlich Omega 90 auch nicht gehen. Das war der Mil Majerus, den fertigspricht für Caritas an Croix-Rouge. Und in Deutsch zu kriegen, was an der Zeit jedenfalls ein Sisyphus-Arbeit war, weil die waren, ich gebe mal so, wie man nur am Nahen Osten, verschiedene Staaten oder Gemeinschaften gesehen, so ungefähr war das. Und hin und fertig die Leute trotzdem rundherum durchzubehalten. Und zusammen haben sie da mit der Ami Peras Demols dann effektiv 1990 Omega 90 gegründet. Am Escher Spital war das so 87, wir sind da als Equipe auf Kongress gegangen, weil man gesagt hat, man musste mehr machen für die Leute, die nicht gut geht, dann wo man eigentlich keine Erfahrung hatten. Dann schlussendlich also aus den Bemühungen als dann die Palliativstation zu Esch 94 abgegangen mit der Unterstützung noch von Omega. Das war schon auch ein Meilenstein, muss ich sagen, weil wir hatten noch lange nicht mehr Freunde, schon weder am Escher Spital noch außerhalb. Es war richtig schlimm eigentlich. Es war viel Politiker da was nur wirklich nicht am Sinn von der Patienten war, die da lachen. Und das war schon bitter, muss ich sagen. Wie viel drin, wenn in der Stefes krank war, dann konnte ihn heimgehen und da gucken, dass ihn eins geht, oder wie kann sich das vorstellen? Ich meine, in der Zeit war es so, jeder hat auf seiner Seite das für sich zu machen, was der gemeint wird, was nötig für ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich will das einfach so sagen, sie 85 an Land kommen, es sind ausgebildet zu einem großen Teil in Deutschland. Mein Chef hat sicher einen super Chef, die so zu mir von der Drumsgang, also Patienten eine Visite zu machen, bei einem Patienten umstark, den umstirben auch so den. Da gehen Sie bitte hinein, Dr. Thiel, da können Sie mehr machen als ich. Und den ist einfach nicht bei seinen Patienten gucken gegangen, die im Sterben waren. Und das war auch, wie ich am Escher Spital, wo ich Krankenpflegepraktikum gemacht habe, das ich Jahre in der Medizin. Da waren die Leute, die im Sterben lagen, waren am Bootzimmer, sind am Bootzimmer aufgestellt gehen und das Chemie gucken gegangen. Und da will ich auch den Dr. Henri Klees erwähnen, dem hat recht darauf hingewiesen hat, der gesagt hat, war Neugeborener, in der Kondition op die Welt kommen, wo sie nicht lebensfähig mehr sind, wo sie vielleicht nach ein paar Stunden da sind, die gehen an der Saal der Couchement an den Eck getesselt und gehen den Lilde, was sie gelöst, das können sie gesagt sozusagen, und dann gehen sie da einfach alleingeloser Stirbe gelost. Das war die Situation an den 80er Jahren.
richtig schrecklich. Ja. Das sieht ja auch viel darüber aus, wie man dort umgeht als Gesellschaft. Aufstellen und nicht gucken, als ob es dann vielleicht für den Moment, für den mir einfach ist, mehr für die Person, die konzerniert, dass das schon nicht schon viel getan. Stirbesbegleitung haut, gesagt auch nicht aus. Vielleicht kann ich kurz so, Madame Thiel, dir vielleicht eine Stirbesbegleitung, wie gesagt, das haut aus bei ihr, bei Omega 9. Ja, der stirbende Mensch geht von Anfang an vom Haus begleitet, also als Direktrice geht schon mal der stirbenden Obsängerplatz oder der schwer Kranken, das muss man sehr fortgeschritten palliativ erkrankte Mensch, ob der Platz, wo er ist, sie wird am Spital, sie wird daheim, sie wird entouriert mit, vielleicht auch an einem Altersheim mit das Rach. Du schon mal geguckt, mal gesehen, ob er bereit ist, für bei uns zu kommen. Und ob das auch vom Zeitpunkt her schon gut ist. Und dann kommt er eben ran und wir sind dann mit der ganzen Panoplie, also ob allen, also Palliativmedizin, wir haben Mediziner am Haus, Palliativpflege, 2 Jahre sind ausgebildet in Palliativpflege, Palliativpsychologie, das repräsentieren ist. Wir gehen von Anfang an mit dem Patient an seinem Entourage, ist so ein Entourage, das Familie natürlich, aber da können auch Freunde sein, nahestehende Personen, es haben ja nicht alle Menschen noch eine Familie. Wir holen sie dann sozusagen an einen Empfang und gucken schiedverein auf seinem Fach, wie wir sie können begleiten. Und da geht es ganz viel darum, welche Bedürfnisse der Patient hat, was ganz vielleicht wichtig ist, wie geht es ihm körperlich, wie geht es ihm beim Einzug psychisch, wie geht es den Angehörigen am sozialen Ebene, was tut er für 4 Stellungen, also die spirituelle Ebene, und lohne ich so die 4 Ebenen genannt, vom Palliative Care sozusagen, wo wir dann eben gucken, wo steht der Patient und was stellt er sich vor. Also körperlich, mental, sozial und spirituell, genau. Die 4 Ebenen, okay. Die da begleitet gehen, wo geguckt wird, was Bedürfnisse sind. Ich weiß ja nun mehr konkret über die Bedürfnisse. Und da geht dann eben, bis zu dem inevitablen Moment, wo ihn da schließlich geht, immer nicht gemonitort mehr, überwacht, immer reevaluiert. Genau, immer evaluiert, und zwar im Prinzip auf allen 4 Ebenen, dass sie gemeinsames gehen, das auch ein Prozess. Ne? Auch der Mensch entwickelt sich an seine Erkrankung und seinem Weh. Wir erleben auch glücklicherweise oft eine positive Entwicklung, dass sich der Patient ein bisschen erholen kann von den Strapazen um Spital zum Beispiel, wo er auf dem Parkplatzzimmer raus hat, wo er wochenlang kein Kriegs gesehen hat, wo die Angehörigen limitiert waren, für zu kommen, wo natürlich der Hund, den schon ganz viele Jahre hat, nie durfte kommen, etc. Und da gucken wir, wie gesagt, dass sich da ein Wohlbefinden, also Lebensqualität, also das zentrale Ziel sozusagen, innerhalb der Erkrankung eine ganz gute Lebensqualität rauszukriegen. Das heißt, Ziel von der Palliative Care, kann die so, also die Lebensqualität noch so gut es geht, um herzustellen, so gut es geht, und dann noch zu erhalten bis zum letzten Moment. Genau. Ich will just dazu sagen, ich denke, dass es ganz wichtig ist, auch Zeit zu kriegen, für zu sterben. Weil das auch etwas, was schmengen, vielleicht die ja alle Guten denkt, am nächsten will ich dann zu machen, nicht wissen, denke, du umfahren und sterben. Ich meine nicht, dass es das was wünschenswert ist. Vor allem auch nicht für die anderen Medizin und noch nicht für die selber. Und das, was wir vielleicht können bieten, ist auch das. Herr Kolber, bei mir will mein Weh, also ein Licht an auf Vorstellung davon, wie geht es oder um Thema Begleitung letzte Weh. Ja, für das bin ich mal froh, dass ich der frei bin. Ja, da kommt sie. Bei dem Titel Palliativkultur, da war ich am Anfang relativ granzig schon gedacht, was machst du dann da, Palliativkultur? Aber im Nachhinein also so, dass am Anfang bei Welle mehr steht, für Palliativkultur, das ist just, dass mir der finale Moment anders gesehen, dass in der Choix soll können behalten, also letztlich immer die 2 Gesetzgebungen, und das der Choix von allen Einzelnen. Dafür bin ich froh, heute zu sehen, an der Runde einen Deal zu hören. Was wir machen, ist bei dem Service d'écoute et d'accompagnement, also sich, dass man Leute an der ersten Phase, wir haben immens viel
Leute, die telefonieren, also sich informieren. Wie ist das möglich? Wie geht das? Was muss ich machen? Und so weiter. Und da versuche ich mir einfach, den Leuten die Informationen zu geben, natürlich auch mit Hinweisen, aber mir gerne zu sagen, wenn ihr wollt, Palliativcare haben, da geht da hin, die haben Zeit, die hören sich Zeit, die schwätzen mit dich und die erklären dich alles. Und wir erklären ihnen einfach von einer Seite die Möglichkeiten, die es gehen, mit dem Gesetz eben, die wir eutanasieren, assistiertes Suizid. Und für einfach auch verschiedene Sachen, verschiedene Leute einfach mal abzuklären, dass du sich kein Recht auf Euthanasie gibt. Es gibt kein Recht auf assistiertes Suizid. Es gibt die Möglichkeit, die ihn hat, wenn er in einer ganz präzisen Situation hat, als wo er einen unerträglich Leiden hat, ob das physisch oder psychisch ist, für dann selber den Schwarz zu holen als Patient. Ich will gehen oder ich will bleiben. Und da gibt es eben die zwei Möglichkeiten. Und du gehst auch dem Dr. Thiel ganz recht, schon eine Zeit bei Omega 90 auch ein bisschen mitgeholfen. Palliativkultur ist etwas enorm Wichtiges und das muss, soll ausgebaut sein. Da soll ich just auch denken, immer zum Schluss sollen die Leute auch mitteilen, die hat auch die andere Möglichkeit. Weil es sind einfach, Menschen sind auch schwer an Hallen, nicht immer die Zeit aus, die sie bräuchten. Ne? Und dann hast du Schwafheit zu sagen, okay, ich mache nur Gebrauch von dem Gesetz, die wird euthanasieren, assistiertes Suizid, wenn ich dann einen Doktor finde, da können wir noch nicht drüber sprechen. Weil die Gesetze auch geschwar 2009 war es ein bisschen holprig gehen, wie es die zwei Gesetze dann auch losgehen. Was hat sich dann für eine Assoziation und noch Omega 90 geändert, wie die Gesetze bis du waren? Du hast formalisiert gehen, wie Palliativcare ausgesehen hat und noch in welchen Umständen Euthanasie oder assistiertes Suizid kann stattfinden. Also, also wie Gesetz gestimmt gehen hast du doch das Association pour le droit de mourir en dignité sich müsste neu situieren, weil vier Gründe hört die Association, die vom Dr. Klees gegründet gehen, hast du dafür gekämpft, für einfach so eine Gesetzgebung zu erlauben, zu ermöglichen und so weiter. An dieser Gesellschaft doch, dass da eine Idee geht, mit denen Leute sich können beschäftigen, dann war das geschieht, ja okay, was machen wir lo? Und da war eben der Moment, wo wir muss sagen, hey, komm mir, versuche professionell zu gehen, der Staat, der hat das Gesetz gestimmt, im Ministerium, komm mir gucken, den Konventionskrieg, wie das mit den Leuten können, die nicht die Informationen geben. Und da haben wir gebraucht bis 2018 konnte man eine Konvention und da man konnte Leute erstellen. Und noch mehr professionell als organisieren, für eben Sprechstunden zu bieten, dass Leute können kommen, Konferenzen zu bieten, Kinos da, wo man Leute einfach abklären, was für Möglichkeiten das so haben, ohne zu assistieren. Der will auf keinen Fall denken, dass wir ein Verein sind, der Reklam möchte für Euthanasie, weil das einzig ist. Das ist nicht wahr. Wir fanden, dass die zwei Sachen komplementär sind. Und das ist ein absoluten, wenn der Mensch geht, soll ich Palliativcare bis es nicht mehr geht, aber wenn ich dann schon mal zu gehen, da ging ich. Und das ist am Fungo, denke ich, die Approche, die ihr soll tun, für die zwei Gesetze mehr Not beizubringen. Und das ist auch eine Evolution, die in den letzten Jahren halt zuletzt geschieht, die ich immens positiv fand. Wie das für ihr ausgesehen, wie das Gesetz bis gestimmt war? Hast du etwas anderes gehen? Also ich muss sagen, es sind direkt angerufen von verschiedenen Journalisten, die mittig, wo das gestimmt ging, also in der Chambre, zwei Gesetze, die eigentlich trotzdem diametral entgegengesagt waren. Und ich gesagt habe, ist sie froh, dass es das Palliativgesetz gibt. Wir sind entsandt, also es als Deputierten eigentlich nicht verstanden haben, was die Differenz zwischen den zwei Gesetzen. Aber bon, jedenfalls geändert. Die hat gesagt, Nora, dass Formation und so weiter, ja, nee, Formation steht so am Gesetz dran, dass der Staat dafür abkennt, dass die Formation vom Personal, von der Firma, von Doktoren Palliativmedizin gemacht wird. Und wir wissen alle gut, die im Terrain schaffen, wie wichtig die Formation ist, weil die fällt nicht vom Himmel, das geht nicht vom selben. Und nicht mehr spät wie letztes Jahr hat als früher Gesundheitsminister Paulette Lehnert Plan national von Fin de vie aus einem Palliativ op B gesagt zwischen das soll der Gölle von 2023 bis 2026, wo dran steht, dass das Personal muss formiert gehen, das Doktor muss formiert gehen, anzuführen und so weiter. Da das 14 Jahre nur dem Gesetz haben, wo dann endlich dann mal etwas gemerkt wird, Richtung, dass das eine Notwendigkeit ist. Und wir sind also von daher so nicht nachher, wir sind weit nachher weg von der Kultur, von der Palliativkultur, was ich mal wirklich gewünscht habe. Wir haben aber dann, da das so am Rahmen vom Gesetz kommt,
muss ich so, das Gesetz von der Palliativmedizin zu Lützeburg als Nimmel gedurcht für Patienten en fin de vie. Und was als Doktor kann ich das tun, und ich denke, der Firma sind mir eins, und Psychologen auch, es gibt aber Patienten, die palliativ betreut gehen während Jahren, die chronisch Krankheiten haben, die nie weggehen. Ich denke an Multiple Sklerose, ich denke an amyotrophische Lateralsklerose und so weiter. Das sind alles, das sind Krankheiten, und das sind auch die Krankheiten, wo ich denke, wo man bestimmt noch interessant wird, das können wir diskutieren mit Roland Colbert. Aber das ist leider ein Problem, also als Lützeburg das Gesetz nicht mehr für fin de vie, wenn wir kriegen quasi als 2 Jahre als Doktorin oktroyiert vom Gesetzgeber, dass man muss eine Demande machen, für, dass der Patient so ein Palliativ kann kriegen, was für mich eigentlich auch lächerlich ist, weil ich von alle Patienten, die krank sind, sondern allein, die können so ein Palliativ kriegen, wie dass ich dafür muss extra ein Formular ausfüllen. Mit dem Formular als dafür da, weil dann Spidol, das man so vom Staat mehr Sue kriegt. Da geht es just um Suen an Doktoren, auch lamentabel, Doktoren und einen extra Tarif da kriegt, an dem Kontext von dem Gesetz, wie das sie mehr können. Und da waren Doktoren, die kann ich auch so gegen Palliativstation am Spidol waren, wo man bemol einen Tarif hatten. Da waren sie immer alle gut für Palliativmedizin. Just für ich ein bisschen den Kontext zu schildern, was das Gesetz alles bewirkt wird. Bei den Umgang mit dem Tod trifft die heute schon den Zeitgeist an für verschiedene Gesellschaften in auch heu. Herr Kober, die wollten noch kurz reagieren, hat er so gut ja, ich wollte darauf reagieren. Also ich habe derzeit ja auch mitgemacht, ich habe aber auch erlebt, dass schon der Staat aber viele Erfolge gemacht hat am Kader für Palliativcare. Da sind viele Sachen geschehen. Ich gebe Dr. Thiel auch recht, verschiedene Sachen waren vielleicht nicht so gut. Medizin waren Sachen, die waren schon relativ gut. Aber los sind mir dann 2024 gesagt, dass 2009 gestimmt ging, an Doktoren für den Akt zu vollziehen. Weil den Akt, der soll ohne Tabu konsideriert gehen, weil der Schwa ist, noch ein Gesetz, gibt es nach immer keine Nomenklatur. Das heißt, das muss ich noch einmal so, wir sind nicht hier in der Schweiz. In der Schweiz kostet die Sachen enorm teuer. Die könnt da hingehen, die kriegt das gemacht, das lebt relativ sack. Heute zuletzt bist die Doktoren, die das machen, frohe praktisch Käse. Not einmal einen, den ich ganz gut kenne, der sieht mal, ich fakturiere und nicht. Wenn die Person mir das sieht, und ich begleite die, und ich sehe mit ihr eins, dann ist das okay. Und das muss ich einfach auch wissen, dass als Gesellschaft ziemlich viel für Palliativcare noch nicht genug. Ich auch relativ Palliativcare kennengelernt, die ich bei Omega 90 geschafft habe. Und ich fand, das geht nicht durch für den Fan de Weg. Das soll ich immer gebrauchen, auch an der Psychiatrie, wo ich hier komme. Aber nicht ganz kurz. Ich würde etwas ergänzen. Der Roland Colbert hat vom Euthanasiegesetz geschwärzt, dass doch kein Tarif gibt an der Palliativmedizin, du gibt dann einen Tarif effektiv und dafür sind dafür gibt Palliativ oft verkauft, mit das kein Palliativ, also wie soll es so, nur Bause gibt gesagt, wenn man Palliativmedizin oder ob da dir steht Palliativmedizin, mir nur Bande gibt aber kein Palliativmedizin gemacht. Das ist auch eine traurige Realität. Ich kann noch Dr. Roland Colbert, die mal gesagt haben, ich mache nicht mehr Euthanasie, dann, wenn ich Suche kriege. Das sind natürlich auch ganz Tabuthemen, die heute aber nicht am Fokus stehen. Ich schwätze nicht gut über den Kollegen. Für die Bewusstseinsarbeit zu leisten, muss ich probieren, ein Thema besser zu verstehen. Und du weißt, da sind wir ja auch hier. Und muss man dann vielleicht auch mit schwierigen Fragen aushalten. Da möchte ich mich interessieren, die kennt alle guten Leute eben um Lebensende. Wie holt ihr die Leute vor? Was sind dann hier Besoin? Was sind hier Wünsche an dem Moment, die existenziell sind? Ja, also ich meine, was für allem wichtig ist, dass Personen informiert sind, dass Personen gesagt kriegen, wo sie auf welchem Teil von ihrem Leben das sie stehen. Wenn du nach Hoffnung hast, auf eine Heilung, dann geht es nicht über Tod oder Sterben zu schwätzen. Da geht es darum, Zähne zusammen zu beißen und zu gucken, dass sie da durchgehen. Und das macht den großen Unterschied aus, ob einer Palliativstation oder am Haus Omega, wo es einfach klar ist, wir sind jenseits von der Hoffnung, dass sie noch geheilt gehen. Und dann können die Leute nach einkehr mal im Lauschen, was noch vielleicht so do, also was sie noch wollen, schwätzen, was sie noch wollen genießen, was sie noch wollen, was denken lo, so denken sich, was soll das danach, die Zeit do. Mit die Zeit do kriegt recht ist Sinn, wann sie als die Zeit identifiziert ist, wo nicht mehr gesund geht.
Das wie ich am Anfang den Heidegger erwähnt hat, recht, wenn in die existenzielle Erfahrung möchte, dass die Zeit effektiv begrenzt ist, da lebt den mehr aktiv vielleicht auch. Ja. Mir gibt es schon Momente daher, wo Leute die Nahtoderfahrungen hatten oder die eine schwere Krankheit aber überwunden haben, da geht mehr Ursache mit der Zeit aus sich umgegangen, weil ihr merkt, dass mir ist schon ein Stück gefroht, realisiert den dann so einfach, dass die Zeit effektiv dann auch dann an dem Krankheitsfall begrenzt ist. Wie holt ihr das vor? Ja, im Idealfall, also der Person oder die muss ja vom Doktor abgeklärt gehen, dass sie nicht mehr gesund kann gehen. Ne? Und dann gehen natürlich uns da auf von Doktorin eben eine gewisse Prognose gehen, wie viel Lebenszeit noch da ist. Da tut es viel an sich Notdele. Manche Menschen, die hängen sich immens dran an die Zeit und diesen Zeitpunkt. Und manche freuen sich, dass sie schon noch mehr lang gelebt und wie gesund gehen. Das ist ein anderes Sujet. Ja, es gibt angesichts dessen, dass die Leben begrenzt ist, da gibt es eine Realität. Ne? Und speziell bei Eisenhaus Omega ist ein Einzug als so eine Konfrontation mit dem Tod, mit dem Leben. Das geht auf krisenhafter Lift, so die letzte Station ein bisschen. Das ist natürlich ein Moment, wo sich ein Mensch viel Gedanken macht. Ob dem wie, also was mir begeht, ich schwätze ja mit allen Patienten, dass sich natürlich Gedanken, wie geht es dir, wie geht das, hoffentlich halen ich das aus, hoffentlich muss ich nicht so viel leiden und selbstverständlich auch, was könnte denn noch? Ne? Die Themen kommen unweigerlich ab. Die eng schwätzen drüber, die sind mehr offen, die wollen sich austauschen. Andere kehren sich mehr an sich, wollen mehr mit sich aufmachen oder vielleicht mit den Nutzenangehörigen schwätzen. Also Eisenbüt ist ganz, ganz sensibel mit dem Ohr null lauschen. Wo steht der Patient? Wie geht es ihm an der Auseinandersetzung? Das Leben, das in Hut, überhaupt erstens zu gestalten, welchen Ideen Hut, als etwas zu regeln, als auch hast du eine Dringlichkeit, einmal hast du ganz Materielles sogar. Und da geht es natürlich all Hilfestellung zu gehen an auch, wie gesagt, dem Patient, wie geht es dem Patient, aber auch, wie kommen die Angehörigen mit. Das ist ja auch immer so eine Wechselwirkung, geht es dem Patient gut oder gut. In dem Sinn sind Symptome gut kofferiert, er hat endlich mal kein Peng mehr oder die auszuhalten sind. Er geht kognitiv mehr klar, kommt durch den ran, geht durch die Medikationen, noch Betreuung, schlafen lassen, nicht erwischen, geht noch viel mehr klar, etc. Also, es ist weh und wir sind da wachsam und haben auch zu dienen, ne? Weil der Doktor möchte sagen, Medikation, die geht ja alltag geguckt, passt das noch, wie wird nur, wie ist ein Tag und so weiter. Herr Thiel, Sie haben ein Buch geschrieben mit ganz vielen anderen von Patienten letzte weh. Wie habt ihr das dann, also erstens, wie war das Buch geschrieben, weil du auch vielleicht Bewusstseinsarbeit liest, was das kann herrschen, und wie gesagt, eine medizinische Betreuung letzte weh dann genau aus? Also schon ein Buch geschrieben, effektiv, weil ich meine, dass es in der Palliativkultur nach fehlt am Land. Und ich gemeint habe, sie viele Leute dabei sind, die eigentlich nicht wissen, was hunderte Kulissen von seinem Spital oder von einer Palliativstation eigentlich wirklich stattfinden. Und ich muss sagen, ich hatte eine immense Chance, ich war verwöhnt, dass ich nicht mal bewusst gewesen, wo ich in Pension gegangen bin, dass ich eine super Equipe von Infirmieren rundherum hatte, von Psychologen, Kinesietherapeuten. Das war genial eigentlich. Und wir haben alles gemacht für uns Leute, wir waren erfinderisch, kreativ. Und das ist auch das, was verschiedene Infirmiere oder Infirmiere gesagt haben auf der Station an der Palliativmedizin. Du musst erfinderisch und kreativ sein. Das steht nicht alles an den Lehrbüchern. Und für erfinderisch und kreativ zu sein, dafür brauchen wir aber Zeit. Und Zeit ist leider, das wissen Sie alle gut, Geld. Und da geht leider Heinz der falsche Platz gespürt. Wir hatten eine enorme Chance auf der Station. Und ich gehe so als Patientin, die da Chance hatten, ranzukommen, die meisten, die die Fallsmenge schon mal wirklich Vorsicht für sie, die ganze Situation so wenig penibel wie möglich zu machen. Wie gesagt, so eine Betreuung aus, ja, ich meine, Martina hat gerade gesagt,
Natürlich den Hauptthema als immer nicht Peng. Also da das die größten Angst, die leider alle gut in hun, wann es um Stirwe geht, wie geht das? Leute haben doch dann an der Onkologie gefroht, wie geht das, wenn der Denkerlonomie geht, wenn Chemotherapie nicht mehr greift und Bestrahlung nicht mehr greift oder wenn Tumor rumkommt, wie geht das dann, wie stirven die Stadt waren froh von den Leuten, mit Recht, und dann hat ihn hinten noch ehrlich versicht, so gut es gegangen als Rot an Antwort zu stehen, ohne ihnen alle Hoffnungen zu zerstören, dass es naja, gibt keine schönen Tod, wenn ich das so und das immer ist eine Tragik, eine menschliche Tragik für dieselbe, diejenigen, die muss gehen, für die anderen, die anderen sind. Mir als Aufgabe ist natürlich, die Weh dahin so wenig penibel wie gesagt wie möglich zu machen, Peng zu holen, und da haben wir ja Gott sei Dank eine Panoplie von Medikamenten, die man an der Zeit, wo den Henri Claes noch aktiv war, das nicht Kinder, da hat sich enorm viel getan, Gott sei Dank. Da sind wir eigentlich gut gestaltet, muss ich sagen, und dann haben wir eben halt auch so kompetent Leute wie Martina, Psychologin, Kinesiotherapeutin, die aktiv sind, die wirklich den Leuten weisen, dass sie leben auch dass sie wirklich leben, dass sie nicht nur lang Plan sind, die am Bett leben, dass sie wirklich können nach Leben, vom Leben können profitieren, mit ihrer Familie können zusammen sind. Ein anderes ganz schreckliches Symptom, weil der Menge nach mehr schrecklich ist wie Peng, das Atemnot, das ist ein schwieriges Symptom. Weil du musst du dann Medikamente ansetzen, die natürlich dann Leben ganz schnell an der Lebensdauer verkürzen. Wir sind nicht dafür, die Leute leiden zu lassen, wir sind dafür, die Leute zu helfen, dass ihre Wesen so wenig penibel geht wie möglich, und das bei egal was Symptome. Am Weggespräch, Madame Weiss hat gesagt, der Wunsch vom Patienten steht am Mittelpunkt. Was sind dann die gängigsten Wünsche, die Leute um Lebensende dann aber äußern? Die sind eigentlich ganz, ganz klein. Die Leute fragen keine unmögliche Sachen. Ich meine, Wunschkurs aus der Noventei, auch da sind nicht keine unmögliche Sachen. Sie fragen mal, für einen Heim zu gehen, sie fragen mal, letztes sind sie mit einer Madame vorbei in ein Restaurant gegangen, die wollten eigentlich Chinesisch essen gehen. Also so, das ist wirklich die ganz oft gar keine großen Sachen. Wenn ich aber gesagt habe, Wunsch, das war in dem Kontext für zu sagen, die Leute sollen dem zustimmen, was wir mit ihnen machen. Die Leute sollen nicht sich irgendetwas unterwerfen. Die Leute sollen gefragt gehen, ob sie etwas wollen, und die Leute sollen entscheiden, ob sie das wollen. Und das sehen wir wirklich ganz, ganz viel durch. Und das machen wir sowohl bei einem Protokoll de Détresse wie bei einer Sedation, wie bei, also die Leute sind mit uns. Sie so, was sie gerne hätten. Voilà. Den Untertitel von heute ist Lebensende auf Würde. Auf ihren 2 Wochen hat man heute eine philosophische Diskussionsrunde zum Thema, was das überhaupt wird. Und da haben wir elaboriert, das wird so etwas wie verkörperte Selbstachtung. Wenn ich kann mich selber als Person nach vorne holen, aber nicht als Person mit einem Willen nach vorne geholt gehen. Und die Autonomie zu konservieren, also das, was ja eigentlich auch sowohl bei ihr wie bei ihr heiß gehalten wird. Wie garantiert ihn die dann, wenn ihn bis nicht mehr alles machen kann? Also, es wird als nicht schwer zu garantieren. Wenn die Leute, ich denke, hast du von der Kunden in einer Klinik, wo keine Zeit ist für die Leute. Wenn Bemolenker muss der nach ganz normal auf die Toilette gehen, muss ein Trainer kriegen, weil keine Zeit hat, mit auf die Toilette zu gehen. Du geht für mich ganz, ganz schlimm und das kann nicht sein. Ich verstehe nicht, sie sind noch nicht so, vielleicht keine Zeit, mit das aber nicht das, was wird ist. Wird ist auch nicht von einer Person, weil sie ein bisschen durcheinander ist, weil abstehen und sehen, wir müssen Madame feststrecken, weil sie sonst vielleicht fällt. Auch da geht es für mich ganz, ganz weit. Das sind Sachen, da muss man zero Toleranz haben. Da muss man wirklich sagen, das kann nicht so sein. Und da muss man sagen, Familien, da kommt, dann hilft, da wechselt dich auf. Da kommen wir setzen uns bei denen. Ganz viel ist möglich. Muss ihn als Problem gesehen und muss ihn organisieren. Das ist meine Stadt, für die muss machen. Das ist doch der Raum schaffen, dass die Person aber noch kann wirken, so gut sie kann. Natürlich.
Und Leute haben noch ganz viele Abflussmöglichkeiten. Aber wie gesagt, sie frohen nicht die großen Sachen. Die hat auch gesagt, sie können auch einfach dezidieren, wenn sie essen, wenn sie aufstehen, ob sie an der Garten normal, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Wenn Zeit an Ressourcen da sind, doch zu ermöglichen. Bei jedem Haus ist das möglich. In der Klinik also eben nicht immer möglich, noch die autonomen Wünsche zu garantieren. Ganz viele sind Sachen, die wollen. An der Klinik ist einfach vielleicht gar nicht dafür da. Wir müssen das so, ne? Heinz, darüber muss man auch schwätzen, aus den Todeswunsch, aber einfach den Wunsch, und es steht auch zentral am Raum. Wie geht ihr dann dummer da zum Beispiel? Das vielleicht die Leute, die bei uns kommen, das hat auch viel mit dieser Philosophie zu tun, die haben lange für sich schon evaluiert, was mit ihnen geschieht, die wird hier und dort. Ich meine, wir sind auch schon ein gewissen Alter. Ich mache mir auch Gedanken, wie das soll laufen, wie das geht. Wenn ihr im Medizinbereich könnt, da sehen, wenn ihr über 50 geht, da geht das rapid an Blut mit all den kleinen Bobbeln, die ihr hört und so weiter. Die Leute, die bei uns kommen, haben großenteils schon hier Entscheidungen praktisch getroffen, froh, just nach nur eine Bestätigung kriegen. Und das ist der Respekt, den wir den Leuten geben, weil ich denke mal, wenn eine Decision hält par rapport zu seinem Leben, ob man nur will nicht wissen, weil das auch wichtig, dass Patienten nicht wissen wollen, oder ob er will alles wissen, nach Palliativcare kriegen, oder ob er will alles wissen, also, hey, ich will dann an der gehen, wenn das und das antritt bei mir. Und das ist der Respekt, und das wird viel mit 14, denke ich. Der Respekt für das wird nicht zwar nicht gern, für die Normalität von der Person in ihrem Leben, was das Leben für du war. Und die Leute, die mir begegnen, wie gesagt, sie sich ziemlich ähnlich, weil sie sich viel Gedanken gemacht haben und die wissen, was sie wollen. Wollt ihr noch etwas dazu? Weil bei euch ist es auch so, dass den Todeswunsch aber könnt. Ja, ich beginne relativ oft so aussuchen, noch sterben wollen, ja, Todeswunsch. Und Todeswünsche sind am Allgemeinen ganz unterschiedlich, ganz vielschichtig. Ne? Und da gilt es immer ganz gut nur zu lauschen. Also die Manns sind so ganz klar gesondert, ne? Dass sie so ich will, ja, gibt Leute, die so ich will natürlich sterben, oder andere, wir haben Euthanasie oder ich will Euthanasie haben. Oder ich habe beides für berät, dann kann ich auch eine Patientenverfügung ausfüllen an der Disposition de fin de vie, was ja beide Gesetze sozusagen am Hintergrund liegen. Und was auch für mich mit Würde zu tun hat, ist, dass die Menschen so sich können ausdrücken oder auch auch hier die Unklarheiten dürfen lernen. Dass sie eine Decision, die sie nicht hinkriegen, weil sie noch am Leben hängen, weil sie noch nicht ganz klar sind, weil sie lieber noch mit den Angehörigen schwätzen, weil sie zweifeln, weil sie Bedenken haben, etc. Auch das sind menschliche Emotionen. Und die sollen auch, also das fand ich ganz wichtig, da tut man Würde, Respekt zu denen, dass sich auch mal unsicher darf sind und das auch so darf leben. Also meine Erfahrung ist zwischen denen, die ganz klar sind, natürlich, ich will natürlich leben sein, ich will nicht mit Euthanasie und ich nicht zu denen, oder umgedreht, ich hätte gerne Euthanasie, ich weiß, was das ist, sind abgeklärt, sind viel dazwischen so mit Todeswunsch. Die Erfahrung ist auch, dass sich Todeswünsche können ändern. Ne? Darum freue ich immer gut noch und lauschen gut noch, woher kommt denn das, dass du wollt sterben? Gibt es etwas, was für ihr im Moment so schwer zu ertragen ist, dass der Leben will sterben, wird Leben für fortsetzen? Für genau zu hören, haben wir als Mediziner, Sonja und Psychologen, haben wir eine Aufgabe, können wir etwas lindern, was den Mensch so belastet, das Gefühl hat, er kann es nicht mehr aushalten. Na, und da sind wir gefroht dann mit unserer Expertise. Es wird als eigentlich so große Philosophen, die das immer nicht gesagt haben, dass der Mensch eigentlich ungeboren, das ist intrinsèque zum Mensch, den kann zu das gesagt, Paul Ricoeur hat das wiederholt. Auf der anderen Seite so nicht mal wird also auch das, was der Mensch spielt, was ihm von der Gesellschaft entgegengebracht wird. Ich denke nur Leute, die ein Handicap haben, ich denke nur Leute, die egal was für ein Handicap haben, oder Leute, die so schwer krank sind.
Und das ist etwas, wo als Gesellschaft auch gefordert ist. Und da sind wir dann bei der Palliativkultur. Inwieweit hat der Mensch den Dement ist, inwieweit bringe ich dem als Gesellschaft Würde entgegen? Wenn ich höre, dass an diesen Altersheimen oft Leute geduzt gehen und am Firnum gerufen gehen, dann habe ich schon dummer Probleme. Das ist ich meine, wo hast du nach Dignität par rapport zu einem allen Mensch? Und wenn wir von der Palliativkultur schwätzen, so nicht mal eigentlich alten Alter, da das etwas Menschheit geht immer mehr, ja, kann ich so dank den Errungenschaften von der Medizin. Mit dadurch, dass wir immer mehr angehen, kriegen wir auch Probleme, die immer mehr schwer von der Medizin zu bewältigen sind. Und da muss ich sagen, da ist als Gesellschaft enorm gefordert. Und dafür gebe ich mal wirklich wünschen, dass Dignität etwas ist, was auch Leute, die am Alter sind, Alter sind, oder wie soll ich sagen, alt sind als oft eine chronische Krankheit. Alt sind heißt oft jahrelang palliativ musste betreut zu gehen. Ich denke nur Rheuma-Patienten, ich denke nur Leute mit chronischen Bronchiten, ich denke nur Zuckerkrankheit, ich denke nur Leute, die schlecht gemacht und die gelähmt sind. Das sind alles chronische Krankheiten, die gehen nie mehr weg. Und die Leute leben lang, jahrelang, jahrzehntelang. Und die brauchen Würde, und die müssen palliativ begleitet gehen. Und insofern gebe ich wirklich mal wünschen, dass man darüber an als Gesetzgeber unabhängig könnten darüber schwätzen. Es muss ja auch so in der Decision, pardon. Nimm mal an der Mikro schwätzt. Ich kann ein Beispiel delen. Gestern hat mir ein Herr aus einem Altersheim gesagt, wir haben so ein Netzwerk von Altersheimer, die palliativ Care machen. An die haben es fertig gebracht, dass, wenn eine Person stirbt, da rufen sie ganz schnell, also da rufen sie die Leute von der Station Bewohner an, und sie berufen auch 2 Jahre erst im Haus an die wollen, die können darauf kommen, wenn du sagst, 4 rausgeht, und die stehen dann da, von einfach ganz schön stehen durch Balea für der Person Eddie zu sagen. Und dann habe ich mir gedacht, wie schön ist das dann? Das ist aber irgendwie auch mal eine Kultur nennen, weil man nicht den Tod die Leute Hand rausgeben, wo Käse gesagt. Also ich war aber wirklich begeistert, ja. Aber das ist eben auch dann den Beweis, dass der Umgang mit dem Tod aber am anderen ist, Gott sei Dank. Ich gehe schon gerne eng vorstellen, ich meine, das kann ja eigentlich gar nicht dezidieren, wie nicht lebenswert für den anderen ist. Die Leute, die aber bei ihr kommen, die haben dezidiert, dass das Leben für sie nicht mehr lebenswert ist. Können vielleicht du etwas dazu so, wie äußert sich das für sie? Wenn ihr also ein Leben von einem, der bei ihr könnt, für den nicht mehr lebenswert? Die Argumente, die Leute, die bei uns kommen, für sich zu informieren, noch die Gedanken gemacht, habe ich gesagt. Vieles hat damit zu dem mit Aufhängigkeit, mit Autonomie, mit was geschieht mit mir, wenn ich mich nicht mehr kann waschen, wenn ich nicht mehr kann essen, wenn ich nicht mehr all die Sachen, wo ich aufhängig ist von einer ganzen Herd von Denkschlichtungen, die ich sich selber nicht mehr kann bringen. Und dann, wenn das als Gesellschaft geht immer mehr, und sie als ähnlich, ne? Früher hat es 2, 3 Generationen zusammen gewohnt, heute das maximal 2. Wenn ich gucke, letztes Jahr nach 2,1 Kant pro Koppel, das ist immer schon, oder sogar unter 2. Da sind keine Leute mehr, keine Familie mehr, die haben drunter für zu helfen. Ne? Und da sind auch extern, da sind auch Hospize angeboten, da sind sie angeboten gewesen, ob Alterspflegeheimer, die einfach ihren Job hoffentlich da gut machen. Ne? Mit den Leuten, die bei uns kommen, den Schmerzen sind das Thema natürlich, mit das Aufhängigkeit, dass einfach das ausgeliefert sind. Ich habe in meiner Familie eine Person, die hat Multiple Sklerose, konnte sich nicht bewegen, aber die hat noch gespielt. Ne? Stell dich einfach mal vor, du könnt denken, Mick an die lebt, die wird Gesicht. Und die könnt nicht mehr. Das ist nur eine einfach, triviale Situation. Ne? Und du gehst nicht ganz an eine Situation, die viel mehr grave sind. Will ich doch reagieren? Gestern Abend, ich weiß nicht, ob die anderen die Sendung gesehen haben, um 3 Sat, war eine Sendung über Stirben, ein Tabuthema. Da war ein junger Mann, relativ jung, 40 Jahre wahrscheinlich, den sich immens darüber freut, dass er in Deutschland wahrscheinlich irgendwo ein Gesetz kennt, über assistierten Suizid, dass das
legalisiert gibt. An dem Mann, den ass am Rollstuhl, den ass querschnittsgelähmt, kann echt machen, den ass am Kap total do brauch eng Bekleedung 24 Stunden op 24. Impressionant, dann geht op Duni an hält Kuren, was man Journalisten NRW an so führen. Also das ist schon extraordinär, wat du die Mann huet effektiv keng Autonomie, go keng, die braucht für alles wat aufhält, für Toilette zu gehen und so weiter, brauche friem Leid, wat effektiv auch für mich, so wie ich hier sitzen, unvorstellbar eigentlich, außer wo ich mal so, was willst du da, wenn du so weit passt? Die Frage muss sich für sich stellen. Aber ich finde eigentlich enorm von, ja, der Mann lebt natürlich in Deutschland, hat Möglichkeiten, über die Krankenkasse dann 24 eng super Bekleidung zu haben. Das sind alles Kameras, dass Leute gehen auf die Uni und überall, wo es hingeht. Das ist eine enorme Prise en charge. Und das funktioniert in der Gesellschaft. Und du hast nicht eine Gesellschaft gefordert. Entweder ja, sind nicht bereit für die Schwachen, für die Kranken, für die Armen dort zu sein und ich gehe dafür suchen aus. Oder Person kastet die Gesellschaft just nach und du bringst hier nicht mehr, dann hast du das die Diskussion, die mir Angst macht eigentlich. Der du geschwart, das ist immer ein Tabuthema. Du willst das auch bei so ein Tabuthema dran. Der Tabuthema Krankheit, Sterben und Tod, weil der Mensch ja eigentlich immer gerne, wenn er etwas kontrollieren, berechnen, verstehen. Und aber lebt Zeit, du bist mal unkontrollierbar, schnell furchtbar, wir merken nicht luschen, alle gut Gegenwart, die schrumpft immer mehr. Und dann bin ich schon eine Woche und dann schon im Silvester. Und dann sind wir aus dem Tod, da vielleicht 400 Jahre. Und dann, was geschieht dann? Dann haben wir keine Möglichkeit mehr, Leben zu leben. Und die alten Stoiker sollten schon, das am Anfang der Carpe Diem, den ich möchte. Ne? Wenn ich lehre zu leben, ohne mich zu zerstreuen und mich von Termin zu Termin zu hetzen, mir wirklich zu spüren, was es mir geht, da kann ich lernen, auch zu sterben. Und das finde ich eigentlich immens interessant, weil sie mit den Gedanken und den Tod gegangen sind. Wie machen wir normalerweise, die meisten von uns sind so schön stoisch wie die Altgriechen und die Altrömer, wir haben gar keine Zeit anscheinend dafür, aber wie machen wir die erste Rencontre mit dem Tod? Wenn von unseren Mitmenschen stirbt, als klein Kind oder bis mir alt, irgendwann machen wir die Rencontre. Und dann tut es für uns allem immer weh. Und wir verspüren Trauer. Und wir denken, dass der Mensch nichts mehr machen kann, dass es in ihrem Leben geraubt geht, dass furchtbare Weite entstehen an unserer Konzeption, und das ist nicht du. Das heißt, wir können gar nicht kontrollieren. Wir haben eine furchtbare Angst vor dem, was wir nicht eben können bestimmen und eben nicht unbedingt verstehen. Und froh ist ja, wie werde ich sterben, wie geht das? Was machen wir, was können wir machen als Gesellschaft, für du über das Thema Tod, was uns all inevitabel betrifft, zu schwatzen? Für die Angst vor dem Tod zu holen und probieren, und vielleicht auch dann einfach effektiv schon die Carpe Diem. Wie gibt ihr darauf, also kann ich gut sterben irgendwann? Also für allem muss ich mal über den Tod, dort muss irgendwie ans Leben kommen. Das heißt, wir fangen nun am 3. Schuljahr mit den Kindern zu arbeiten, auch am Sekundär. Und ich meine, dass du müsstest ein riesen Lach, du noch gut mir gestorben und da geht noch ein her, wenn ihr im Alter davon geschwärzt geht. Am Anfang haben wir auch kein gutes Beispiel von gut Algen, wir kein gutes Beispiel von das gut machen. Das heißt, heute Abend, wenn der Mensch guckt, dass kein die weiß, ob wir schon trauer sind oder nicht. Ich will auch nicht so, dass man einmal muss, plus sind ich nach Schweiz so getan, dass man einmal muss, wir haben gar nicht das, dass ihn kann in einem anderen aufgesehen, zum Beispiel, wie dass jemand ein Zeichen gibt, dass ihn an Trauer, also vielleicht geschützt muss gehen. Oder überhaupt das ganz schwätzen kann hun alle Gute schon eng Boma in Bopa in der irgendwie was gestorben ist. Also ich schwätze ganz leicht doch immer, sie gut kein Problem, also gut kein Ängsten, D'altre nun Ängste, weil sie da nur heimkommen nach so nach weiter davon das schwätzen. Das heißt, wir müssen lernen, das oder Stirben Bias zu bringen. Die Jungkleid, die kennen all guten die am Auto leihe blieben ist. Es ist gut nicht, die waren nicht da wie. Das just, dass es die ganze Zeit verdrängt, mir kein Wörter, mir kein Vokabular. Das ist ja oft
Martina bei uns, wo ihr das merkt, dass die Leute so einfach mit dir zu schwätzen. Ja, wir müssen noch schwätzen, wir müssen noch wieder so, wir müssen noch an das, was passiert, was wir müssen lernen, denke ich. Ne? Eine Kultur rund um Tod und Sterben. Was dann Zeit dafür du in einer Gesellschaft wie heute, wo dem schnell geht, wo dem mehr geht, wo dem Image geht? Komischerweise schwätzen die Leute aber, wenn ihr Martina schwätzt. Es schenkt also eine intrinsisch Angst zu sein, die just nicht geäußert kann. Ja, bald wenn ihr etwas für was ihr könnt, ein Post, die ihr könnt auf sich ziehen. Ja, Heinz, du meinst in das, ja. Kann aber auch sein, dass effektiv, wenn man so eine schnelllebige Gesellschaft sind, und dass die Themen da eigentlich echt gerne in den Teppich gekehrt gehen und gerne darüber schwätzt, weil jeder steuert dann Trauer, das steuert einfach jeder Verein und das will die gar nicht gesehen. Dafür funktioniert als Gesellschaft dann an der Oberfläche mehr einfach, ohne darüber zu schwätzen. Aber ich gebe ganz gerne da Psychologen hören oder Psychiater her, was die dazu denken. Ich denke, es gibt immer mehr Leute, die psychisch Hilfe brauchen. Es sind mental ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft. Und das kommt nicht von ungefähr. Ich denke, wir sind da vielleicht gut beraten, als den Themen mehr zu widmen. Aber, wie die meisten wissen, kommt nicht aus der Philosophie und schon dann au cours de la route immer gemerkt, dass die ganz großen Philosophen aus der Angst und aus dem Willen, das Thema zu verstehen, hier größte Bücher geschrieben haben. Oder Platon schon die Unsterblichkeit von der Seele, das heißt, das auch seine Verdrängung vielleicht statt, wenn der Kant hat auch gesagt, wir müssen in einer Unsterblichkeit leben für das Menschheitsgeschlecht. Den Hegel so trägt beim Tod geht der Geist zu sich selber. Das heißt, das ist eine Tendenz, sich damit zu befassen und dann aber irgendwie vielleicht ein Pallium oder einen Schutzmantel drüber zu legen, aber nicht so nur in uns kommen zu lassen. Wie hört ihr das dann zum Beispiel bei ihr? Weil du musst ja auch handfest drüber geschwärzt gehen. Ja, es geht natürlich über den Tod geschwärzt, über Krankheit, über Trauer, wieso nicht den anderen. Wir machen das nämlich dann von geholt, weil Omega mit einer anderen Finalität an der Gesetzgebung, wie das natürlich, wir gucken mit der Familie, das Leid mit der Familie sind, dass der Kader stimmt und so weiter. Ich kann nicht jetzt meine persönliche Meinung so zu dem Umgang mit dem Tod, das ist eine traurige Geschichte, weil früher war immer alles besser. Wenn die Kultur vom Sterben, vom schwerer Krankheit, Kultur vom Tod, wie als Gesellschaft viel drum am Tod umgehen. Wir haben gar kein Ritual mehr. Ne? Das fehlt. Ne? Rituale helfen uns ja, Schmerzen, psychische Schmerzen zu überwinden, aber wir haben gar keine mehr. Wenn ich stirbt, wo geht nach ihnen abgeburt, wo kann ich nach Edigo gehen, wenn ich kann ich nach einem Weisen, ich war aber froh für beide zu gehen. Das ist also für mich als Überzeugung, ich gehe für bestimmte Freunde sogar nach an ihr Todesmaß. Ob schon ich nicht mir für ihn zu weisen oder der Familie zu weisen, das war aber wichtig, das war ein wichtiger Moment in meinem Leben. Ich denke, die Rituale und das Offenlegen von dem Ganzen, das ist das, was hier fehlt. Und du bist als Gesellschaft wirklich, als Politiker während du, wir sind selber als Bürger immer gefordert, für du mehr zu machen und nicht dann immer zuzudrücken. Ja, die sozialen Medien fängt ein bisschen nur ne, Facebook, Instagram, so Seiten, kriege ich gesagt, die schwarz gemacht gehen, wo die Leute dann schreiben, also ich kann auch nicht mitschwätzen mehr. Ich war für kurzem bei einem Begriffnis seit 4 auf Frankreich, die andere Seite von neben Thionville. Also eng einer Welt von der Mensch begrowe get. Das ist impressionant. Du geht ganz durf mat ganz durf begelete Sach vun du hem an Kirch, de Sach steht an der Kirch, de Sach geht raus, mat der ganzen Dürfen is fort, op die Kirfech Schiedfähigkeit eng raus, op de Sach den dann Raven Graf gelos geht. Also eng einer Welt und das he just neben drin. Ich war ganz beeindruckt. Ja, den Unterschied gibt schon lange, gell, dass zu Letzeburg während der Masse den Verstorbenen dann ein Grab gelöscht wird. Ich meine, es sind so mindestens 2 Entwicklungen, die zu dieser Kultur, wie gehe ich mit dem Sterben nun, und auch mit der Trauerkultur zu denen haben. Und da ist das mal eine Individualisierung von der Gesellschaft.
Na, wir sind gewinnt, also Individualisierung der Gesellschaft, und auch das eine Leistungsgesellschaft, Leistungsgesellschaft. Der Mensch, wir sind trainiert zu schaffen, Leistung zu bringen, alles an der Reihe zu holen, was ja immer mit Arbeit zu tun hat. Also schaffen, Leistungsbereitschaft als höchst gehalten, ein kranker Mensch, ein älterer Mensch, ein Mensch, der ganz schwer krank ist und gar nicht mehr schaffen kann, das ist dann etwas, was nicht an das Bild passt. Ich denke, da tut so einen gewissen Einfluss, für was Stirben so ekadiert gehen ist. En plus auch an der Entwicklung so an der 80er, 90er, also mehr 70er, 80er Jahren, wo so ein Gliwisch geht und die Technik in der Medizin kommt, wo alles machbar war, wo war viel Entwicklung, auch viel Abstreben, was ja den Leuten viel Gutes gedungen hat. Aber trotzdem, als dann Stirben, als sie dann ein bisschen versuchen von der Medizin gewirrscht. Ne? Und der tut so gefordert, ich kenne das auch noch von früher, beim Stirben am Stationsbad, ne? Das war wirklich keine schöne Zeit in den 80ern. Aber ich komme noch zurück, die Individualisierung vom Stirben an von der Trauerkultur, ne? Vom Trauern auch. Den begegne ich persönlich ganz oft, weil Menschen unsicher sind, und da spielt noch eine Entwicklung ran, dass auch das Religion einfach insgesamt gesellschaftlich echt am Rückgang ist. Es gibt viele Kirchenaustritte an Menschen, die sagen, wenn ich mit der Religion nichts zu tun will, ja, was am Platz. Wie gehe ich dann damit wenn ein Begriffnis als auch nicht passt? An Deutschland haben wir ja im Unterschied zu Letzteburg, in Deutschland sind auch an anderen Ländern, gibt ja den Trauerredner zum Beispiel, den dann mit den Angehörigen die ganz Trauerfeier absetzt, den durch Trauerfeier feiert, den der ganz lädt bis ganz zum Schluss, so wie ihn halt eben mit der Familie aufmischt. Wir heute zu Letzteburg haben da noch diese Vakuum, dass man kein Trauerredner in dem Fall als Beruf haben. Okay. Ja. Du kannst also in Deutschland auch ein selbstverständlich, ja, genau. Mhm, genau. Und ja, wir haben ja bei Omega ja ein Projekt abgesagt für etliche Jahre für zivile Abschiedsfeier. Für zu sorgen, für den Menschen, die eben wollen eine Zivilfeier machen, für ihnen ein bisschen Angebot oder Tuyo zu gehen, wie könnte so etwas absetzen, wie könnte so etwas gestalten. Ja. Das ist immens interessant, weil wenn man dann überlegen, den Tod ist gar keine so eine persönliche Sache dann. Ne? Das ist mein Tod, das ist mein Lebensende, ja. Mit gehört aber viel mehr dazu, vielleicht auch für mich rund zu machen. Leute, die auch bei ihr kommen, die haben auch einen zu der Wunsch, dass da Leute dabei sind, wenn Euthanasie gemacht wird. Oder Leute, die äußeren den Wunsch auch ganz klar, dass sie nicht wollen allein sterben. Das heißt, die Individualisierung, die dann vielleicht so an ein Leistungsmodell ganz gut passt, also van de Kant eigentlich ein ziemliches Vakuum, wenn du hart auf hart könnt. Komischerweise an Euthanasien, die bei ist, das war wo ich weiß, wo gemacht sind, ich war ja auch immer bei der Kommission Nationale Kontrolle. Das ist erstaunlich, dass die Leute, die allermeisten Leute machen der Begleitung, natürlich, wo ganz Familien dabei sind. Ne? Und dann geschieht das auch an so enger respektvoller, würdevoller Weise. Ich gebrauche das für einfach mal so, dass das sogar die Mediziner, die das machen, darauf halten, für eine Deklaration, wo das gar nicht nötig ist, die um die Kommission Nationale Kontrolle geht, wie dort schreiben, dass es für sie wirklich erstaunlich war, wie würdevoller, wie seran da aufgelaufen war, mit was für einem Respekt, auf Feinheit, die Leute, die da waren, die Personenbegleitung, die da gegangen ist. Dafür, das schon. Ich denke, wir müssen mich frei, die ganze, ich gehe noch mehr ganz absolut recht, wir müssen mich frei, als das Thema darf nicht mehr aus der Welt geschafft werden, da muss ich nicht drüber schwätzen. Wir sind auch, wir haben zwar ein relativ performant Medizin, wir müssen aber darüber schwätzen, weil wenn ein Krebs oder Herzleid oder wie Dr. Thiel gesagt hat, Diabetes oder so Sachen, die chronisch sind, die lebenlang bleiben, und das sind viel Leid in dieser Gesellschaft. Ne? Ich komme aus der Psychiatrie. 1% von den Leuten, die schizophren sind, ja, das ist viel Leid. Und wir schwätzen überhaupt nicht davon. Da gibt es immer Vorsicht, das klein zu halten. Aber wenn da all die chronischen Krankheiten zusammenrechnen, dass sie mehr bei 20, 30, 40% waren. Ne? Also ich sage noch immer, ich war in der Psychiatrie und ich habe immer gesagt,
am Land holen 50-60% von der Leute Psychopharmaka. Das ist hier am Raum, das sind da viel. Ne? Wir können aber nicht darüber geschwätzt. Ich begrad dat net drüber schwatzen, dat aus der Gesellschaft ekartieren, dat es war de schnell geht noch einfach aus mir fan der Konfir dat net zum Ziel vun engem würdevollen engem an Achtung an geachtet ginne Moment. Dat hicht Fleisch warin sich froh, wieso engem Angst mcht iwwer den Dod zu schwatzen oder wann um den egenen Dod denkt. Natürlich dat nicht Chain ist. Wir müssen nicht aber unholen, wir können würdevoll damit umzugehen. Die Pflicht tun wir wie von Eisgifte kann lösen, mir aber genauso auch wie von all Götten den anderen an der Menschheit aus sich. Wir holen schon eine Stunde geschwärzt, also schnell gegangen. Wir wussten, dass es schnell gehen. Wir haben nicht die legalen Dokumente geschwärzt, du könnt da recht gerne informieren, du hast sie auch Infostellen. Mir ist schon gesagt, das wichtig eben noch, dass dir auch Wort kriegt. Und ich bin mir sicher, dass dir das auch wichtig fand. Das heißt, weil du in du hast, die gerne eine Impression will teilen, ein Kommentar, ein Lob, eine Kritik, ein Froh, das könnt dann, oder wie könnt man ein Mikro? Wir brauchen ein Mikro. Ja, oder du. Pardon, du, um links zu fliegen. Mein Name ist Martin. Ich bin eng froh, wie geht es mat dem, wenn man da mit Leuten konfrontiert sind, die den Spruch nicht beherrschen. Also nicht, dass sie nicht schwätzen können, aber wo die Barriere ist von der Traduktion. Mat Croix huet wunderbar Tradukteuren von allen Sprachen an alle Couleuren. Wir haben wirklich die große Chance immer können op een zurückzugreifen. Guten Abend, mein Name ist Lidi, ich bleibe noch beim Viernamen. Ich habe rezent meine Mom verloren, den 2. März. Und ich habe da gestritten, gemäht, gedreht. Personal, Pflegepersonal war also mehr wie 100% tipptopp. Sie haben herno, weil der Doktor nicht der Hand stung, für ein palliativen Dossier abzubauen, haben sie bemol gesagt, wir wollen nicht mehr so schaffen, an dem Sinn, dass das unwürdig, das nicht mehr menschlich. Und ich bin dann so weit gegangen, dass ich schon müssen drehen mit dem Familienministerium, mit der Patientenvertretung und alles. Du gucken bemol alles ganz schnell. Dann hat meine Mom dann bemol innerhalb von 3 Stunden einen Aufruf für ein Palliativ, ein Dossier. Und hat gehalten vom 29. Februar bis den 2. März morgens. Aber die 14 Tage später, wo die Frau Krieg getan hat, von Weh, von Angst an alles. Für was kann das sein, dass da ein Doktor sich sperrt, für so ein palliativen Dossier anzufragen? Lokrude dann verschiedene andere Meinungen gesagt. Am Pflegeheim haben sie da gesagt, ja, palliativ. Die einen hat mir gesagt, da kommen da so viele Minuten dabei. Nicht nur Medikamente, aber auch Minuten kommen bei. Die anderen haben schon für eine paar Tage gesagt, nein, sie hat schon so viel zu gut von der Dependance. Wenn wir den Palliativ echt angefragt hätten, dann wäre das eine Kombination gehen und dann hätte sie Männer zu gut gehabt. Also, das ist schon. Ich sinne lo nach Dave an Trauer. Ne? Und dafür sind ich war schon mal lange angemeldet, mit der Zeit kommen wir irgendwie zu spät. Wie ist es möglich, dass ich lo, kein Mensch kann sich wehren, für einen Mensch sich anzusetzen? Ich habe nicht zu spät gemäht. Ich mache mal nur den Vorwurf, dass ich zu spät gemäht habe. Wie weit muss ich als Mädchen dahin gehen, streiten, drehen mit dem Familienministerium? Und ich war so oft, dass ich auf Doktor zugegangen bin und ich habe gefragt, für was guckt sie mal ein bisschen mit Mengen an. Also, merci, dass das nur ganz schlimm. Ganz schlimm. Wir freuen einfach mal, hi. Ja, also, das ist effektiv schrecklich, wenn da so, als Doktor kann ich so, das darf nicht so sein. Ich will auch die Doktor nicht entschuldigen.
Et gëtt Missstand an als in Altersheimer Pflegeheimer so nicht einmal einfach so. Ich will da alles nicht entschuldigen, was du gelaufen hast, weil das ein Katastrophe. All Doktor als gut beroden, wann in an Altersheimer geht, sich an der Palliativmedizin, wann dann nicht auf der Uni gelehrt wird, sich daran fortzubilden, weil für mich als Pflegeheim oder ein Altersheim Ball gebe ich so in eng Palliativstation vom Keller bis in den Speicher. Da sind chronisch krank Leute, da sind alle Leute, die brauchen alle gute Bekleidung. Und ich verstehe nicht, dass wir Pflegeheimer haben und Altersheimer haben mit 100 Betten oder 150 Betten und du hast keinen Doktorbannen dran. Die kommen just aus ihrer Praxis gerannt, die haben schon so viel Arbeit rund um die Ohren an ihrer Praxis, sie mussten sich um all mögliche Sachen bekümmern, Impfungen, an Blessuren, an hier und da Zertifikate ausstellen und dann haben sie ein Altersheim, wo sie wirklich chronisch krank Leute tun, wie lo Mamdo, und dann haben sie ein paar Minuten, wo sie sich danach vielleicht so viel Zeit holen oder auch leider nicht Zeit holen. Und dann geschehen so Katastrophen. Ich persönlich meine, dass wir zu Lützeburg müssten an den Altersheimer, ich weiß, Herr sind den einen und anderen Hausdoktor, der gesagt hat, vielleicht auch nicht, dass ich meine, dass es gut, dass es geht schon wirklich, wie geht es eigentlich? Es kann ja nicht sein, dass es um den Träger von dem Altersheim geht, dass den nur manchmal mit der Pflegeversicherung, zusätzlich mit der Assurance Dependance, mit der Palliativsoin, da gibt dem Haus ein paar Schuhe verloren gehen. Ich meine, es geht hier um den Patienten, es geht hier um die Leute, die betroffen sind. Und dafür nicht, müssten all Altersheim zumindest 2 Salariés, Doktoren haben, die da angestellt sind, und all da durch die verschiedenen Services gehen und gucken, mit einer Firma an, hast du ein Problem oder nicht, und nicht nur eine Woche nicht Zeit tun, anzuführen. Also, da ist für mich ein großes Problem an dem Missstand, und dafür so nicht mehr brauchen Palliativkultur. Unbedingt. Ja. Und die hätte ich gern. Und das wäre schön, wenn man, für mich als da zum Beispiel, wäre dann ein Teil von Palliativkultur an den Altersheimer auch echt möglich. Also, bei dir zählt man dann. Ganz zum Beispiel, nimm mir für das als Beispiel sozusagen. Ich bin vom November an, wie mein Mama schlecht ging, so ich wirklich, ich hatte doch die Zeit, ich bin morgens von 11 bis 2 plus minus beisegegangen, und um 6 war ich da. Einfach nehmen, für sie Oves fertig zu machen, für am Bett zu legen, für hier das ein bisschen rumzugeben, was sie mir mit auf den Weg gehen hat. Weißt du, was ich an der Letzte gesagt habe? Die letzten 14 nicht. Wie was kommt ihr dann all da? Die könnt da 1-2 Mal die Woche kommen, das geht doch durch, da sieht ihr, sie wird gut versucht. Ich finde das tot schlimm, und das ist doch mein Schwa, ob ich will mit meiner Mama die letzte Weg gehen, ich kann auch nicht mehr helfen. Die hat er doch ganz gut gemacht. Ja, schrecklich. Das belastet mich. Bravo für ihr, Madame. Ich habe mal den Dossier de Soins angefragt. Da muss ich den aufrufen, ich werde geschrieben, wir können dran zu gucken, weil wirklich Pflegepersonal schon zu der Direktion gesagt. Wisst ihr, die haben Pflegepersonal, was so gut ist, mit der losen um Zahnfleisch schlafen. Das strukturelle Problem und das systemische Ganz Problem sind immer schon innerschwellig angeschwert, je mehr effektiv und dass der Schwar und der Willen von dem den vielleicht auch Gelder kann gehen und auch mehr Zeit kennt, also Sachen abfließen lassen, den Hai länger dann hier will sitzt. Mit dafür sind wir Hai und dass man gucken, was die noch Kind machen, und wer im Bewusstsein aber noch kann machen. Mein herzliches Beileid, Madame. Ich kenne ein Beispiel aus dem Bereich Euthanasie. Wir waren an einem Alterspflegeheim am Süden vom Land, ohne irgendetwas zu nennen. Da gingen 3 Generalisten an das Haus. Und das war im Monat der Kommission d'Ethik da geschwärmt. Und die Kommission d'Ethik sagt, ja, von denen 3 will kein eine Euthanasie machen. Und der war kein anderer Doktor an das Haus. Da sind die da zu ein paar 100 an einem Alterspflegeheim, aber wenn die das noch wollt, ging dem Gesetz, kriegt ihr das nicht. Du Hanne. Direkt, du musst Ronald Kolbert direkt darauf antworten. Also, wenn ich höre, dass du Doktor nicht bereit sind, Euthanasie zu machen, das betrifft mich persönlich auch. Ich hatte Chance, gebe ich mal einfach so, ich hatte nicht mehr auf der Palliativ oder hauptsächlich auf der Palliativstation nicht mehr mit krebskranke Leute zu dienen. Und da sind wir mit der Palliativmedizin eigentlich en general ganz gut Dienst gehen, haben wir immer effektiv Palliativsedierung gebraucht. Aber die Frage von der Euthanasie hat sich die Zeit nicht so gestaltet. Ich muss aber sagen, auch heute nach für mich als Doktor, als das aber eine Rotlinie, die besteht, an der Rotlinie
es sind bereit, die Brotlin zu verschreiten an extreme Fälle, wo ich weiß, dass es nicht ernst das machbar ist. Mit das muss aber zusammen, muss ich das können drohen. Mit der Equipe, mit dem Patient, mit der Familie zusammen, das kann ich nicht so aus dem Arm rüsseln. Und das ist für mich als Euthanasie, als Doktor, ein Akt, den nur wirklich konträr ist zu dem, was ich als Student oder als junger Doktor gelehrt habe, konträr zu der medizinischen Ethik ist. Wie gesagt, ja, so konträr zu der Ethik, und auch nicht zur Ethik, weil man so der Meinung, dass die Autonomie vom Patienten zählt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir aber auch als Doktor ein Beruf für den Patienten, die fragil ist, vulnerabel ist, zu schützen. Also da sind wir in einer Konfliktsituation mit sich selber. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass aber für mich besteht, und ich denke für andere Kollegen auch, ein Routine. Und da muss es schon ganz viel Sinn. Und ich denke nur konkret Beispiele, die mal von jungen Kollegen erzählt sind, die mit Euthanasie konfrontiert sind. Ich muss sagen, für die hat auch die Rotlinien bestanden. Aber sie hatten die Courage und sie haben sie überschritten, weil sie natürlich für den Patienten da waren. Und ich muss sagen, ich konnte das auch selber für mich an ihrem Sinn nachvollziehen. Und sie haben mich gefragt, wie hast du dann da gemacht? Ich habe gesagt, ja, ich gebe da recht, ich hätte es auch so gemacht, wie es du gemacht hast. Aber es ist nicht einfach. Und ich denke, und das ist etwas, was mich wundert an dieser Gesellschaft, dass so das als selbstverständlich angesehen, dass Doktoren Euthanasie machen. Das ist ein riesiger Akt. Das darf kein sich mengen, dass das etwas wir, weil den einfach so möchte. Wir sind dafür nicht dazugehen. Das Thema ist mega wichtig an Ofen füllen. Wir können gerne aber besoin eine Diskussionsrunde zu dem Thema machen, das so facettenreich. Der Fairness halber, darf da nur kurz reagieren. Ich wollte jetzt danke dem Dr. Thiel versichern. Meine Remarke war nicht gedacht, dass ich jede an Zweifel zähle. Ich denke, all Mediziner hat recht, seine Decision zu holen und die auch zu respektieren. Es Kontinuität des Fälls, die sollte versichern, dem Patienten entgegenzukommen. Ich wollte just über die strukturellen Schwierigkeiten, die so heiß sind, dass ich die Ausweglosigkeit von einer Person, die wirklich will gehen. Das wollte ich just auf keinen Fall gegen die Mediziner absetzen. Wie gesagt, wir können dann auf einem Ofen thematisieren. Lo, aber die Madame am weißen Pullover, die schon ganz lange gewartet. Ja, ich bin auch doktorisch am Haus Omega an Altersheimer und dafür wollte ich entfern. Die sagt, dass es nicht palliativ deklariert, das fand ich eine dumme Excuse, weil auch eher das Palliativgesetz haben wir probiert, die Leute zu helfen. Es brauche kein, für zum Beispiel Morphin oder etwas zu verschreiben, brauche ich kein Palliativstatut. Also, das muss ich nicht können oder das muss ich nicht wollen können. Es gibt aber, was ich aber auch muss sagen, dass trotz aller Sachen, die nach also die zu machen bleiben, ich aber auch muss sagen, dass Jahr ganz viele Doktoren sich am Palliative weiterbilden, dass wir da Formationen organisieren, wo immer nach einmal müssen abgelöst werden, weil mehr Doktoren sich schon gemeldet haben, wieder können dabei sein, und dass Omega 90 auch an den Altersheimer viel Arbeit am Palliativen organisiert wird. Aber es geht noch immer nicht durch, das ist sicher. Ganz kurz für Südverein, Omega 90 hat ein Service Konsultation, da schaffen 11 Psychologen, die spezialisiert sind an Trauerbegleitung, und da gebe ich ja schon unter anderem auch invitieren, also wir können da Not an und für an schwätzen. Da kann wenn eben Erlebnisse hat, wo wo die Stirbe schwierig war, wo ein plötzlichen Tod war, wo ein selber dazu gekommen ist, wo ein Bilder hat, etc., können sich da aber Trauerbegleitung holen. Ne? Ganz wichtig, merci für die Info, Verein. für die Verein, genau. Wie will noch etwas tun? Für den Herrn Bläser. Ja, ich bin auch Hausdoktor, Familiendoktor, ich habe auch viel an Altersheimer geschafft.
an Schünzenter ewig an die Leute, die da oben sitzen, die für Journalisten schwätzen, wissen, dass ein Freund, ein Vertreter von Palliativkultur. Die Doktor Johanna Mack, die hat gesagt, es geht besser, es geht effektiv besser. Es sind alle Jahre viele Doktoren, die sich weiterbilden, Junker, an älter, an der palliativen Kultur. Am daheim geht es doch besser, weil das sind auch Familiendoktoren, da gibt es die Esserten, die Resoen, die aber trotzdem große Erfolge machen. Es geht nirgends zu. Das ist mir furchtbar leid für die Madame, die eben gerade da an das Lach gefallen ist, was noch nicht gefällt ist. An eine Frau, die schon 100-mal gestaltet und das für was geht es zum Beispiel an Altersheimstrukturen nicht d'office, wenn die Leute herankommen, eine Diskussion über wie sie wollen behandelt gehen, wie sie wollen leben, wie sie wollen sterben. Wir haben die Dokumente, es gibt die Gesetze, für was gehen die Papiere nicht ausgefüllt. Und das ist ein strukturelles Problem von den Gruppenaltersheimer, von den einzelnen Altersheimer, da gibt es Philosophien. Und da meine ich, an der gewissen Dr. Till, sagen wir, da müsste abgeräumt gehen. Aber das ist aber kein, der nicht möchte und das kein den zieht. Dann muss ich noch für den Herrn Kolbersohn, die hat auch Rechte, die muss die Leute informieren. Ich habe in meiner ganzen Karriere eigentlich, wo die Gesetze kommen sind damals, habe ich auch schon lange geschafft, ich habe auch schon viel Palliativmedizin gemacht, obwohl es noch nicht so genannt ging. Wir haben auch damals Situationen daheim gemacht, die auch nicht immer gut ausgegangen sind und so weiter. Und habe ich ein Unglück gefunden, dass die zwei Gesetze mit näher kommen, weil die zwei Sachen eigentlich für mich nicht unbedingt direkt mit näher zu tun hatten. Und da dient eine Selbstverständlichkeit und dann ist eine philosophische Frage von der Gesellschaft. Und das wird viele Leute schon näher gebracht. Viele Leute haben am Anfang für der Palliativmedizin gebockt. Die wollten kein Neischpal schreiben für Palliativmedizin, weil sie gefragt haben, sie können eine Euthanasie schreiben. Das war ganz allgemein, sind auch Hautleute, die nicht verstehen, wo der Unterschied ist, und da braucht noch viel Information. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass ich die letzten 10 Jahre von meiner Karriere immer gehofft habe, an die Euthanasie zu kommen. Mir aber bewusst wird, dass meine Patienten, für die ich 30 Jahre oder so begleitet habe, dass wenn sie es gebraucht hätten, und dass ich ihn dann noch offeriert hat. Schon kein Misse mehr, Gott sei Dank. Schon 2-mal hat man Medikamente bei den Leuten schon daheim. Und das ist etwas, was weiß, wie wichtig es ist, darüber zu schwätzen. Nachdem wir darüber geschwärzt hatten, und nachdem die Leute wussten, ich kann das hier kriegen, die Medikamente waren daheim, und wir waren so weit, dass wir gesagt haben, wir sind bereit, wenn der, wie man dem Kollegen zusammen hat man das gemacht, wenn der es braucht, dann so das, wenn der es will, wenn der Moment da ist, so da ist es, dann arrangieren wir das in den nächsten 24 Stunden und dann machen wir das. Keiner von den zwei hat dann aber die Demande verwirklicht. Das heißt, den einen, also 3 Tage danach, ist der Patient gestorben, den anderen, und den hat einfach nach, man denkt, relativ gut, also, relativ gut, weil für den immer lächer an den Behandlungen Palliativmedizin daheim nach 3 Wochen gelieft. Und hat auch nie mehr danach gesagt, hey, Gift hat wollen hun. Und das hat mir natürlich auch ganz viel Freude gemacht. Mit das unterstreicht auch, dass die Rechtsleute müssen informiert sein. Sie müssen wissen, wie sie worauf Recht tun. Genau, wie gesagt, die Dokumente schon da Hand noch Leute sind, die können da richtig auch gucken und mithören, die den Rest, glaube ich, zu informieren und eben noch informiert zu gehen. Und wenn es der Göttjelo auch darüber geschwärzt und sieht, warin fängt du in Open Ohr, wenn sich will informieren. Wir haben noch Zeit für... Die verschissen ein Kleinigkeit so. Ich hatte am November 22 mit der Doktor, mit dem Pflegepersonal, mit Leuten aus der Direktion vom Pflegeheim eine Reunion über das, was meine Mom wollte, und was sie an einer guten Patientenverfügung auch geschrieben hat, weil wir das Gott sei Dank 90 schon geregelt haben. Dafür habe ich das nicht verstanden. Jeder war an der Reunion dabei. Jeder hat gesagt, ja, wir verfahren so. Hallo, wo dem Wurst gegangen ist, ist die Frau elendig gestorben.
elendig. Ich kann es nicht anders sagen. War am Weißwort noch? Das ist wirklich ganz, ganz schwer zu verstehen, weil die hat wirklich alles richtig gemacht. Ich kann gar nicht Es geht nicht darum, so ein richtig Nee, gemacht. Ich doch, bin nicht die- fertig damit. mir die Dafür hat schuld schon- ich gerne nur bei der Madame Theo Ja, für zu die hat doch viel schwätzen. gekämpft und die hat doch wirklich etwas gelegt, dadurch, dass er immer da war. Denkt das auch, wenn der Rose sieht. War einfach für sie zu begleiten. Ja. Für hier bis sie etwas rumzugehen von dem, was sie selbstverständlich. mir gehen. Das Ich will wird nicht ihr da. bräucht, an hier bräucht. Ne? Voilà. Ja, genau. Wir können sie nicht da, wo wir Haut sind, wann als Eltern nicht dabei aufgepasst Ja. hätten. Ne? Ich gebe aber gerne ein Landsbrechen auch für die Pflege an Altersheimer. Also das geht nicht. Das ist klar, so geht es nicht. Aber ich muss wirklich sagen, dass an den letzten 20 Jahren, als heute Lützburg immens viel geschieht. An Pflege an Altersheimer, die sind alle Guten zu 40% als Personal an Palliativcare ausgebildet. Dafür verstehe ich, die hat verdrückt so der Lach, die sind doch wirklich an den Lach gefallen, weil ich kann aber wirklich schwätzen von, dass sie lauter schöne Inseln, wo schon ganz, ganz viel Gutes Was ich passiert. Ne? ganz schlimm empfunden habe, das ist, das Pflegepersonal hat mich mit meiner Mama mit betreut. Ja. Und sie kriegen es nicht honoriert. Sie kriegen nur noch einen auf den Deckel, weil sie bemol gesagt haben, hey, wir können, das ist menschenunwürdig, wir können so nicht die Patientin weiter betreuen. Da muss ein geschehen. Dafür, das tut mir so leid für sie, weil die haben wirklich so viel gemacht. Du deet sich auch etwas, klebt mal, wenn Ich die hoffe. so viel richtig geschafft haben, dann deet sich Weil, doch da etwas. also ne? mehr wie 100% haben die Leute alle gut mitgeschwert. Herr Kolber, die Also wollten mitgesch- etwas sagen? Oder hatte ich muss Nee, ich will noch etwas zu sagen. Das Phänomen, dass, also, wir haben darüber geschwärzt, wenn den Tod könnt oder den Tod könnt Minor oder schwer Krankheit an Tod, da könnt Angst. Und Angst, sollen sie ja schon, auch seit Corona, also schlechte Ratgeber zu den Versichern nicht aus Angst, eine Decision zu holen. Bei vielen, also bei nicht ganz vielen, wir haben nicht so viel Leid, wo man nicht geschaut haben, aber bei vielen Menschen ist es aber so, sie machen eine Demande, also sie machen eine Disposition de fin de vie an dem heute Fall, die kann ich just am Fairhaus machen, das ist eine Demande direkt. Mit sie noch Leute, die machen eine Demande direkt. Und dann hört ein Doktor sagt, ja, das ist an der Reihe, die sieht, die hat recht, da zu freuen. Den zweiten, na, wie kann doch die hat recht, da zu freuen. Dann sind die Leute beruhigt. Die wollen gar nicht direkt eine Euthanasie. Aber sie sind beruhigt, dass sie wissen, wann ich das will, kann ich gehen. Dass ich, wenn es mir zu viel geht, wenn ich dann psychisch, physisch nicht mehr aushalte, kann ich gehen. Die andere Sache, die ich nachvoll sagen, wir haben mit dem Kopf, als wir damit gerne uns auch zusammen, haben wir so eine Probe geschickt, ich so nicht wie viel wenig Prozent von den Alten der Pflegeheimer, die aber so gut schaffen, also das habe ich geantwortet haben. Wo wir einfach gerne hätten, und das auch mit Omega 90 zusammen, da bin ich sicher, dass ich mal enger Meinung, wir hätten gerne, dass von einer Person an den Alten der Pflegeheim können. Dass er gefragt hat, wie will die man da umgehen? Was geschieht, wenn die schwer krank ist? Hat die eine Disposition von die? Hat die eine Direktive anticipé? Wie sie ein Doktor Bescheid, dass die will eventuell eine Euthanasie oder ein Palliativdossier abmachen und so weiter. Das geht aber, das ist so nach ganz oft nicht gemacht. Es gehen keine Erfahrungen in die Richtung. Wenn wir gehen bei dieser Association gehen wir so weit, dass wir sogar an der Klinik, auch von denen immer wegen blind haben, die hat immer ein gewisses Risiko hängen zu bleiben. Und auch da soll gefroht gehen. Die fragt ja auch, dass sie die Vegetarier will, die Koscher essen oder so Quatsch. Da sollen sie denn die wichtig Frauen noch stellen, die als Menschen betreffen. Das, was will dir, dass für den Fall, wo etwas anderes geschieht. Ich bin über den Begriff gefallen, wie ich mich präpariert habe, ob das Noven, den war auch bei den Stoiker, die Altgriechen und die Alrömer. Oikeiosis, Selbstaneignung, als das, was wir können als Menschen machen. Wir können also das Leben schon gestalten, aber wir haben noch ein Recht drauf. Aber wir müssen uns just über die Angst hinweg bewegen, das noch wirklich zu machen. Wir haben feier maximal engagiert Leute sitzen und gehen da wahrscheinlich noch viel mehr, die sich dafür einsetzen, dass eine Selbstaneignung und eine würdevolle Schlussseance möglich ist. Und ich sage auch dafür merci für Ihren unerbittlichen Ansatz. Wir haben erwünscht gehört, dass eben Palliativkultur in den Prozess von der Palliativkultur ein bisschen mehr nachgekurbelt wird und dass wir irgendwann wirklich etwas Schönes zusammenstellen können. Ich gehe nicht noch gerne einen Schlusssatz. Was ist Ihr Wunsch nur eigentlich für die Zukunft? Mein Wunsch ist, dass es so Geschichten, pardon, ich muss da einfach sagen,
Der Lever Madame Dohannen, die an der Trauer ist, an die en Katastrophe erlebt hat, die selber Palliativkultur praktiziert hat, und nicht darum von tut bei den Professionellen, auch bei den Infirmieren, und nicht bei der Doktor, was unverständlich ist für uns alle Guten. Ich wünsche mir, dass so Situationen in unserem Land nicht mehr gibt. Können wir vielleicht Madame Till auch noch Ihren Wunsch? Ja, ich wünsche mir, dass das Gespräch weitergeht, dass man sich etwas an Mengen an, auf jeden Fall. Viele Personen kommen schon ran mit einer Patientenverfügung und da leihen sie hat da also ein wunderbares Dokument für einfach über Liebes anzuschwätzen. Muss mal vielleicht gut kein ausfüllen, aber da sind viele Themen dran, wo man sich eben kann austauschen. Und ich so noch immer zu den Patienten, bei dir selber das da muss nicht angehörig sich denn du noch nicht Gedanken machen und sie entlasten auch angehörig, die da wissen, mein Mann hatte genauso gewollt, so ist er gegangen und da ist es natürlich günstig für die Trauer nur, weil sie mussten ja den Verlust verdauen. Auch ganz wichtig, ja. Ich wünsche mir, dass als Ministerien hier das, was sie am Plan national versprechen, Formation und Information, dass sie das echt holen. Und dass sie das auch am Gesetz steht, l'État assure la formation des médecins et des soignants. An dem ist noch nicht so. Und das wünsche ich mir. Last Wort für ihr. Allgemein wünschen mir von einer Asperger ist auch das nämlich, wir wünschen als dass es zusammenarbeit Omega 90 so weitergeht, dass am beidseitigen Respekt, am Respekt für die Patienten, dass wir können sie weiter schaffen. Und dann wir hoffen natürlich, dass bestimmte Sachen wie Tarifierung von Akten, dass die mal geschehen, dass der Staat mal den Mut hat, seine eigene Courage zu weisen. Und nicht alle Politiker, wie sind da plötzlich die Schwanzbeize, dann nicht wie möchte. Ganz schön Schlusswort. Ich wünsche mir, dass ich den Ofen etwas brüscht hat, der dir gefallen hat. Mein QR-Code, die könnt ihr losgehen, wenn ihr Lust habt, also Feedback zu geben. Wenn nicht, schicken dich noch einen Link mit dem Probe. Das ist für uns ziemlich wichtig, weil wir also eben auch engagiert werden bei so Themen, die gesellschaftspolitisch, gesellschaftsphilosophisch, gesellschaftlich einfach wirklich mega viel Gewicht haben. Den 6. November geht es weiter mit dem Zyklus Tabuthemen Le Deuil Blanc, Trauer am Fall von einer Person, die an Alzheimer und Demenz erkrankt ist, aber eben noch nicht tot ist, mehr Trauer die Persönlichkeit, die nicht mehr accessibel ist. Genau, ich wollte auch vielmals merci so und mein Team von der Ausbildung, weil daran wir immer gut geschafft hat, viel Stillgesicht hat heute eben, wer da auch Lodo war und gut unterstützt hat. Merci und ihr, dass da kommen seid, an erste Frohe gestaltet, die nicht immer einfach waren. Merci und Assoziationen. Und eine ganz große Merci und ihr, an ihr Ohren, an der Herz, dass da heute kommen seid mit dem schwierigen Thema und noch, dass der Meinung gedealt hat. Aber nicht etwas auffällt für hin, weil dann tritt ihr mit Schlagfertigkeit an. Könnt ihr auch gerne eine Feedback-E-Mail schreiben. Ich bin da ganz open. Meine Ohren sind da auch ganz open. Dann noch eine letzte Sache. DWB, der ASBL DWB, probiert eben ganz viel so Aufenthalt zu veranstalten. Und wir sind auch ein bisschen finanziell, dann ob da und angewiesen, wir haben eine Tanzkiste bauen, wenn der Welt können etwas dran geheuen, holt nicht raus. Wir haben aber auch einen QR-Code, wo da können den Digicash oder Payconic machen, wie das heute heißt. Und da bleibt man just so ein Merci, dass ihr hier wart. Kommen an als alle gute Gedanken, kommen wir engagieren als 4 Eis, am Mathe Eis zusammen und da kommt ihr hoffentlich gut heim. Bis die nächste Kehr. Vielmals merci.